Gefüllte Herdöpfel, aber natürlich à la Patricia, schön wie Schöfli und es schmeckt jetzt schon fantastisch. Was es da dazu alles braucht, wie man das genau macht, jetzt dranbleiben, das Rezept kommt gerade. Es gibt heute gefüllte Herdöpfel. Genau. Da brauchen wir natürlich Herdöpfel. Hier schon gekocht, schon geschält. Ah, Ich bin verwirrt, aber da habe ich noch gerade gerade so selber gekriegt. gemacht? Ja, da habe ich noch Fantastisch. geschafft. Ja, wir füllen die mit Gemüse. Kann man machen. Man kann auch Hackfleisch drin tun, da bin ich sicher. Ja, aber mit Gemüse geht es auch mal anders. Mit Creme fraiche und Käse. Und natürlich mit verschiedenen Städtegewürzen. Unter anderem das Herdöpfelgewürz. Wieso Fürs das Herdöpfel. Ja, ich habe gerade am Ende gar nicht sagen. Es ist Ich finde es logisch. wichtig, sehr wichtig. Ja, es ist sehr wichtig. Und wir haben Gemüse, wir nehmen auch noch das Gemüsegewürz. Das Sie- kann man gar nicht Wir vergessen. sind ziemlich einfach. He? Plumpt fast. Aber auch plumpt kann sehr gut schmecken. Gell? Ich lade dich köcheln. Das ist Freu mich. super. Ja, und du kommst nachher wieder. Kommst du rufen? Ja, mach Super. ich. Bis nachher. Bis nachher. Ciao, Tschüss, ciao. danke. Bei mir habe ich Ofen schon eingeschaltet. Umluft 200 Grad. Die müssen gar nicht so lange im Ofen bleiben. Es ist wirklich nur kurz, bis der Käse aufgeschmolzen ist. Aber bis der Ofen heiß ist, bereiten wir das Ganze. Und ich fange mit dem Gemüse an. Herdöpfel, wie vorher gesagt, sind schon gekocht, schon geschält. Ich nehme hier das, was ich wirklich hatte. Also man kann auch natürlich andere Gemüse nehmen. Ich habe Rüebli da, Sellerie habe ich. Die habe ich schon alles gewaschen, aber die Stellen hier, die nicht mehr so schön sind, schneide ich weg. Nehme das alles hier weg. Und ein Fenkel habe ich auch noch. Das Gemüse frisch und möglich klein schneiden, damit ich die Herdöpfel nachher schön mit dem füllen kann. Beim Fenkel nehme ich gerne diesen Strunk weg, das Mittelteil hier. Ich mache die Gemüse nachher in die Pfanne, so mehr oder weniger die Reihenfolge nach, je nachdem wie lang sie haben zum Kochen. Bei denen hier, die haben alle drei mehr oder weniger gleiche Zeit zum Kochen. So Rüebli mache ich als letztes, die kocht natürlich ein bisschen schneller. Und auch die Stangensellerie. Und sonst geht es nur darum, dass die Gemüse gar sind. Weil nachher, wie gesagt, im Ofen geht es wirklich nur darum, diese Käse aufschmelzen. Wenn ich keine Käse nehme, müsste ich das nicht mal nachher in den Ofen tun. Herdöpfel zuerst kochen, mit Gemüse füllen und dann direkt auftischen. Fange ich an mit dem Fenkel. Herd einschalten, ein bisschen Olivenöl. Mache ich dann ein bisschen gefriergetrocknete Zwiebeln dazu. Das ist sehr praktisch, sonst muss ich schon keine Zwiebel schneiden. Kann ich einfach. So, schon goldig. Da muss man aufpassen, dass die nicht verbrennen. Es geht sehr schnell. Sie sind so schön dünn geschnitten. Es ist heiß. Kommt mein Fenkel hier rein. Und hier mache ich schon ein bisschen Gemüsegewürz. So gibt der Fenkel und die anderen Gemüse auch schon ein bisschen Wasser ab. Und alles nimmt so quasi Geschmack voneinander, verbinden sich so schön. Kurz umrühren. Kann ich auch ein bisschen runter mit der Hitze. Und Deckel drauf. Kann ich die nächste Gemüse schneiden. Aber es geht auch, dass man alles so erst schneidet und dann kocht. Mache ich auch schon dort in die Pfanne rein. Siehst du, ich habe kein Wasser dazu gegeben, weil die Gemüse natürlich Wasser abgeben. Aber das nur, wenn ich den Deckel arbeite. Wenn ich hier offen lassen würde, dann, sie geben zwar Wasser ab, aber das verdünstet so schnell, dass das Risiko groß ist, dass das ganze Gemüse verbrennt. Nochmal zu, hier lassen. Kann ich meine Rüebli noch schälen und schneiden. Auch die Rüebli mache ich in kleine Würfel. Zuerst lange Stängel und dann kleine Würfel. Es gibt viele Möglichkeiten und nichts muss sie bei uns. Habe ich keine Lust zum so klein schneiden, kann ich auch alles raffeln. Und dafür würde ich diese Seiten der Raffler nehmen, die man für Rösti auch verwendet. Wenn du nicht weißt, welche ist, musst du einfach die Rösti-Rezepte bei uns schauen. Wir haben mehr als eine sogar. So, kommt zu den anderen Gemüse. Siehst, das Wasser lasse ich hier noch. Nochmal schön umrühren. Und ich kann auch schon ein bisschen spüren, werden sie schon langsam gar, wie lange braucht es noch? Wieder zudecken. Ich gehe hier bei mir ein bisschen runter mit der Hitze. Kann ich da meine Gratenform vorbereiten mit ein bisschen Olivenöl. So, parat.
Und dann, was mache ich jetzt? Diese Herdöpfel hier muss ich einfach die Mitte schneiden. Also wirklich so die Länge nach schneiden. Und ich nehme hier quasi nicht die Fühlung, wie sagt man das, also das Innenleben vom Herdöpfel. Dieser Innenteil hier nehme ich mache einfach ein Graben so, dass ich nachher Platz habe für die Fühlung. Deswegen, Herdöpfel müssen natürlich gekocht sein. Das behalte ich und dann kommt sie da, direkt in die Gratenform. Das gleiche hier. Das ist keine spezielle Löffel, ich habe wirklich so ganz normale Dessertlöffel. Aber du musst nicht unbedingt sagen, ich möchte das Rezept nicht, weil ich das nicht habe. Also ich habe auch nicht so Besonderes da. Das ist einfach ein Löffel. Die Menge zu diesem Rezept findest du wie immer hier unten. Wenn du schon nach unten gehst und die Menge schaust, kannst du gleich liken, abonnieren, weiterschicken. Ich glaube, ich lasse sie jetzt so gut. Hast du dich gefragt, was macht sie jetzt mit diesen Herdöpfeln? Ich tue nur so ein bisschen grob auf den Teller selber so schneiden. Es ist jetzt schon gekocht. Das kommt in die Pfanne zu dem Gemüse. Zuerst kann ich hier meine Herdöpfel würzen. Mit Herdöpfelgewürz natürlich. Drauf. Und ich mache noch ein bisschen Steckhauspfeffer. Gut. Zurück aus der Pfanne. Kommt hier diese Herdöpfelmasse. Hat nur Herdöpfel hier, nichts mehr. In die Gemüse habe ich eben Gemüsegewürz. Mache ich aber hier noch ein bisschen Herdöpfelgewürz. Kann ich so drücken. Es ist ein Rezept, wo nicht so viel Geschirr braucht. Ich könnte das natürlich alles in eine zweite Schüssel machen. Ich glaube, niemand wäscht wirklich gern ab, oder? Dann machen wir hier direkt in die Pfanne. Es ist alles heiß. Kann man auch gut so drücken. Das riecht schon super gut. Und jetzt kommt noch Creme fraiche, auch hier rein. So, und jetzt muss ich eigentlich nur diese Herdöpfel füllen. Ich habe hier vorher so alles vorbereitet für ein C und jetzt füllt man hier das C. Und ich drücke immer wieder so, dann habe ich mehr Platz für Füllung. Das ist ein Rezept, das kann man sehr gut einen Tag vorher schon machen. Bis dahin füllen lassen, am nächsten Tag nur im Ofen mit dem Käse zum Aufschmelzen. Ist auch super zum Mitnehmen, schon vorbereiten. Am nächsten Tag bei der Arbeit oder auch die Heim einfach in den Ofen schieben. Grosszügig füllen. Ich habe ja genug Füllung. So, habe ich genug gefüllt. Und jetzt fehlt nur noch der Käse. Alle Herdöpfel sind gefüllt, also grosszügig gefüllt. Ich nehme hier Gruyère. Man kann natürlich auch einen anderen Käse nehmen. Einfach einen Käse, der aufschmilzt. Ich weiß, alle Käse schmelzen irgendwann auf, aber einen, der nicht so lange braucht. Also nicht so reif, so trocken. Hier direkt drauf verteilen. Und dann kommt es in meinen vorgeheizten Ofen. Guck mal. Goldig, aufgeschmolzen, so muss sie. Die Stedi hat ihr gesagt, ich soll ihn rufen, wenn es soweit ist. Das mache ich gerade. Und wir können zusammen probieren. Stedi! Ja, komm! So oh, jetzt fein. kommt er wirklich Ganz schnell. Ich muss schnell schauen, dass ich was probieren habe. Wow! Weißt, es könnte ja einfach gefüllte Herdöpfel sein. Und ich habe das Gefühl gehabt, Plumpte Herdöpfel, hast du gesagt. So wie es die Stedi sagt, ist plumpt. Super Also ich plump. nehme schon mal noch ein bisschen Herdöpfelgewürze auf die Seite. Aber probier es zuerst. Ich habe wirklich deine schon Herdöpfelgewürze Am besten gehabt. tut ihr immer ein bisschen Herdöpfelgewürze auf den Teller, wenn ihr Herdöpfel essen wollt. Dann Ja. vergesst das nicht. Auch wenn man etwas anderes isst, darf man da. Es ist heiß, immer noch. Immer. Warte mal, ich muss hier Heiß wie der auf der Ohren. Seite. Zeig mal. Du hast da genau, ich du so hast da eins ein oder Löffel. Ich hätte dir. Entschuldigung, wenn ich so Ich rüberlange. komm, warte, ehrlich. Hast du voll Hunger, gell? Mega. Oh. Ich glaube, du stehst doch auf plumpte vegetarische Rezepte. Ich würde jetzt da noch auf eins Rinderschnitzel Aber dazu guck. machen. Da habe ich gemeint, mit nicht zu viel aushöhlen, ein schönes Hand noch lassen, damit sie so stabil bleiben. Ja, Ja. da wenden wir. Aber das zerstören wir jetzt beim ersten Das Mal. ist die Idee, aber dann soll der isst zerstören, nicht schon der offene. So, Hey, kannst du schaut so ihr- machen? Schaut ihr mal da an. Und das Herdöpfelgewürz passt sogar farblich da. Ja, Seht ihr? Das passt ist quasi eigentlich so dick. allem. Es gibt also Restaurants, die machen immer so, dann so rundum so schön
Sie ist so... Genau. Mit Herdöpfelgewürz. Wenn du ein Restaurant machst, kannst du das neu so machen. Was ich da... Willst du messen? Ich hätte hier. Nein, ich verdruck's Du bist einfach so schnell da Ja, ich glaube, es ist... Habe nicht damit gerechnet. Tada! Mit dem Messer, so schön Oh, verschieden. guck mal, die Käsegerüste. Ja, du. Ach, du isst jetzt einfach da drin. Willst du das? Nein, es ist dein. Ich esse nachher, es hat genug da. Fantastisch! Das ist gut, aber es ist heiß, gell? Es ist noch heiß. Ja. Wir haben es ja frisch zum Backofen ausgenommen. Da könnte man, glaube ich, sogar so lauwarm essen. Jetzt gerade so. Eigentlich schon, ja. Jetzt hört es sicher gut. Genau, das Knusprige. Jawohl, jawohl. Eben, man kann einen Tag vorher vorbereiten, am nächsten Tag in den Ofen schieben, man kann auch schon backen. Also hier bleibt übrig. Wir sind heute da zum Probieren nur. Und da kann man auch am nächsten Tag essen, problemlos. Dann kannst du eben dein frisches Stück Fleisch machen dazu. Genau. Heißes Fleisch und lauwarme Jetzt da noch ein Herdöpfel. Pünktchen für alle, die das sehen. So. Das ist lustig, ich habe oft wirklich den Stickhauspfeffer daneben dran. Und da mache ich noch drauf. Ja. Okay. Nein, ich bin da Herdöpfel. Dann mache ich es drauf, weil sonst ist es für die anderen fast ein bisschen zu scharf. Und dann mache ich es drauf. Ganz bubig nachkochen. Und wichtig, ich komme mega viel Mails über und sagen, ja, ich will da auch mal dabei sein. Und Stedi, was kannst du machen für mich? Nichts. Ihr könnt hier unten kommentieren. Ganz einfach. Und aus einem Kommentar lesen wir immer wieder Leute aus und die dürfen hier auch probieren. Das heisst, wir können nichts für dich machen, aber du kannst alles für dich selber machen. Gell? Danke Das vielmals. Schreiben und Nachkochen, ja. Fantastisch. Ja, Danke. sehr gerne. Danke fürs Zuschauen. Und bis nächstes Mal hoffentlich. Definitiv. Immer am Und dir auch. Dienstag. Ja. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao miteinander. Hey, das ist wieder fantastisch. So plump. Ja, mega einfach. Es heißt eigentlich plump. Plump. Ah, nicht plumpt. Man hat die ganze Zeit falsch gesagt. Genau. Plump. Plump. Plumpt gibt auch. Nein, gibt's nicht.